Servus! Heute ist ein besonderer Tag für mich. Ich möchte euch nämlich sagen, wie mein Kabarettmotto für dieses Jahr heißt. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns mit der K-Frage beschäftigen. Ja, auch ich habe mich mit der K-Frage beschäftigt die letzte Zeit, nämlich mit der Kabarett-Premiere-Frage. Meine Kabarett-Premiere wäre am 8. Mai. Aber es ist gerade ein bisschen schwierig. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich denn das hinkriegen? Dann habe ich mir zuerst überlegt, ich melde eine Demo an. Ich melde es als Demo an, hau mich auf die Bühne und singe und spiele. Das Publikum mit Maske und Mindestabstand und wir machen das Konzert als Diagonaldenker-Demo. Was auch immer das ist. Dann habe ich mir überlegt, wir gehen in die Kirche. Wir melden das als Gottesdienst an, hauen in den Räucherpott noch die Viertel Franz Spezialmischung rein und dann kann es auch. Nein, ist keine so gute Idee. Dann habe ich mir noch überlegt, wir fliegen nach Mali. Wir fliegen einfach alle nach Mali, hauen uns an den Strand hin, jeder kriegt so einen Putzkibi voller Sangria und nachher singen wir ein bisschen am Strand. Fände ich total geil, aber naja, ist jetzt auch nicht so der Brille. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich es wieder verschiebe. Auf den Sommer, auf August, aber dann als Open Geblär in einem schönen Park, ganz gediegen, in einer lauen Sommernacht. Stell dir mal schön vor. Darauf freuen, ja. Ja, momentan ist einfach immer noch schwierig und wir müssen aufpassen, dass wir nicht völlig abdriften irgendwie. Ja. Ein Kumpel hat letztens gesagt zu mir, Franz, ich habe eine Theorie. Der Nostradamus hat gesagt, dass 2020 schon der Untergang kommt. Ob ich auch das so sehe, dass Corona für uns auch so ein bisschen der Untergang ist. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich bin mit 60 dreimal abgestiegen. Ich weiß, wie sich der Untergang anfühlt. Okay? Das ist keiner. Ich will das alles, was mit Corona zu tun hat und was uns passiert ist, nicht bagatellisieren. Aber ich möchte euch bitten, mir was zum Schreiben, ob es auch was Schönes oder was Lustiges gibt, was euch in der Corona-Zeit passiert ist und was vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn Corona nicht gewesen wäre. Ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit die Patricia kennengelernt von Kaffee daheim und das wäre ohne Corona nicht passiert und da freue ich mich auch drüber. Schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt es mir Nachrichten und dann verlose ich meinen ersten Merchandising-Artikel, nämlich ein Less Drama, More Gstanzl Schlüsselbundle und das ist nämlich das Motto, mit dem ich mein Kabarettjahr gestalten möchte. Less Drama, More Gstanzl. Und bis wir uns wieder sehen, eine gute Zeit wünscht euch der Breitsameter Franzl. Less Drama, More Gstanzl. Oh yeah. Haltet die Ohren steif, das kriegen wir schon. Servus.